am liebsten mag. Ein bisschen. Knapp 10-minütiges Video wird ich drüber. Und zwar ist es so, früher, wo ich sage immer früher, als ob es schon 100 Jahre her wäre, aber die Zeit entwickelt sich extrem. Man entwickelt sich selber wieder Zeit und alles und die Trends und alles. Und als ich angefangen habe mit den TÜV-Fahren, war es eigentlich so gewesen, dass ich selber nur so gesehen habe, entweder hast du TÜV-Kleider, also entweder hast du Lederkombis, du hast die klassischen TÜV-Kleider, so von IXS oder wie es heisst, da die entweder komplett schwarz, komplett weiß oder so, aber auch, dass man sieht, dass TÜV-Kleider sind, so wie Skikleider in der Art, oder einfach die zwei Sachen gibt. Früher war das so in meinem Gedanken gewesen. Ich weiss aber nicht, wann es angefangen hat mit Freizeitkleider als TÜV-Kleider, aber ich habe mich schon von Anfang an immer, Moment, sind wir da rechts? Ich habe mich von Anfang an schon immer dafür entschieden, besser gesagt dafür interessiert für Entschuldigung, dass ich so komisch rede, ich muss mich auch konzentrieren. Ich habe mich früher schon immer dafür extrem interessiert für schöne Kleider auf dem TÜV. Ich habe eigentlich immer blaue Jeans will, also hellblaue Jeans als TÜV-Jeans, aber habe ich nie gefunden. Ich könnte jetzt mal schauen, ob es das jetzt mittlerweile gibt. Und dann habe ich einfach normale Jeans gehabt, die aber auch in den Läden in der Schweiz extrem teuer sind. Extrem. Ich weiss nicht, ob es auch extrem gute Qualität ist, aber auf jeden Fall, ich weiss es nämlich selber nicht. Ich glaube aber über 300 Franken. Auf jeden Fall, das hat mich interessiert, so Hosen zu haben und dann zum Beispiel eine Lederjacke. Und dann Schuhe, so Sneakers, die aussehen wie normale Schuhe und dann halt Handschuhe noch. Warum interessiert mich das so? Ich find das schön, wenn man TÜV fährt. Blöd gesagt, ganz blöd gesagt, man fährt TÜV und jeder Typ denkt dann, du, der hat gar keine TÜV-Kleider an. Du, der fährt in den normalen Kleider, ist das ein Idiot? Das wäre am liebsten wirklich mein Ziel gewesen, dass ich so schöne Kleider habe, dass es aussieht wie ganz normale Kleider. Logisch, in der Lederjacke würde wahrscheinlich die meisten Leute denken, dass es TÜV-Kleider sind. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt Protektorenweste anhabe und dann mein Hoodie drüber, dann wird zum Beispiel auch wieder mega stylisch sein. Da musst du auch aufpassen jetzt mit der Kristalstein. Aber dann wird es zum Beispiel auch mega stylisch. Also für mich ist das so, wirklich, musst du so angelegt sein, wie wenn du wirklich keine TÜV-Kleider hättest. Das ist für mich, so tätige TÜV-Outfits mag ich am meisten. Blende uns noch ein paar ein, die ich mal rausgesucht habe, was mir also gefällt. Aber aktuell ist mein Favorit die Hose, Cargo-Hose mit diesen Schuhen, weil halt die Schuhe sehr einfach gut zum Anlegen sind, so nicht stylisch aus, aber gehen gut zum Anlegen. Und dann am allerliebsten Protektorenweste und der Hoodie, warum hast du jetzt nicht an? Weil Protektorenweste einfach lang geht zum Anlegen. Schau mal die Straße. Nein, weil einfach Protektorenweste einfach lang geht zum Anlegen. Es ist einfach ein bisschen blöd. Jacke ist ja eine Sekunde, aber Protektorenweste geht schon 2-3 Minuten. So. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr dürft fahren, was ihr so, ob es euch scheißegal ist, was für Kleider ihr anhabt, oder ob ihr auch irgendeinen Favorite habt, ob ihr Lederkombi anhabt, ob ihr am liebsten die normalen TÜV-Kleider von den IXS, oder wie es heisst, habt, und ich jetzt schon einblenden, dass ihr wisst, was ich meine. Oder was ihr am liebsten für TÜV-Kleider habt. Würde mich interessieren, schreibt es gerne. Wow. Ich muss langsamer fahren, ich muss mich echt konzentrieren. Das ist ein bisschen eine Scheissstrasse, finde ich. Ah ja, jetzt sagt es 30 km/h Split. Oh, jetzt muss ich aber aufpassen. Und es ist schon so angezeigt. Oh ja, scheiße. Ui, nein. Nein, jetzt habe ich so eine Straße wieder. Ah, ich hoffe, das ist nicht zu lang. Ich hoffe, es geht nicht zu lang, die Scheissstrasse. Ich bin erst letztens so eine Straße gefahren mit dem TÜV. Ich habe gemeint, ich komme nicht mehr ans Ziel. Ich weiß nicht, ob das Video überhaupt mal noch online gekommen ist. Wow. Boah, ist das eine geile Aussicht. Ich will da lieber nicht anhalten. Boah, schau mal, das ist riesen. Hoffentlich fährt niemand hin da bei mir, ist niemand hin da. Boah, schau mal das an. Ich könnte ausrasten. Ein bisschen hat es einen Charme wie in Toskana, finde ich. Ein bisschen. Jetzt dürfte es einfach keine Häuser haben. Dann wirst du denken, du bist irgendwo in der Pampa aussehen in der Toskana. Ganz Real Talk jetzt, Real Talk.
Die Felder, die Bäume. Es dürfte jetzt einfach keine Häuser haben, wie es aussieht, weiter Toskana. Oh, ich glaube, da vorne ist wieder gut, oder? Sieht das nur so aus? Irgendwo. Hä? Das sieht jetzt nur so aus. Von mir aus sieht es jetzt. Aber irgendwo muss da der Übergang wieder sein, vom Holzsplit zum Asphalt. Weil da vorne sieht es aus, als ob es wieder normal wäre. Oder es wird langsam wieder normal. Also jetzt hat es schon weniger. Die Straße. Aber das Geile ist, solange nicht passiert, ich erlebe immer etwas. Es wird einfach nicht langweilig dann, weißt du, was ich meine? Nein, das wird schon langsam normale Straße, siehst du? Es ist die ganze Zeit schon normale Straße, sind einfach so Steine drauf gehabt, ich weiß es nicht. Aber schon, sagen wir so, grundsätzlich schöne Fahrt. Das ist einfach ein bisschen crazy. Mit dem Untergrund. Kaltenbach sind wir jetzt. Das Kätzli. Du musst so aufpassen, dass ihr nicht vorne auf einmal die hier vorne durchrennen. So. Gehen wir da rechts. Das Postauto. Das ist ein Postauslieferungsauto. Ah, da ist der komische Camping da oben. Ist ja komisch, wie klein das der Campingplatz ist. Also ich bin mal essen gegangen, aber ich habe es überhaupt nicht... Ich wollte jetzt nicht beleidigend sein, aber ich habe es überhaupt nicht geil gefunden. Shit, löst sich jetzt ein schon wieder. Boah, da könnte ich aber langsam ausrasten. Ja, der löst sich schon wieder! Wow! Nein, sobald ich daheim bin, die Kamera... Helm auch nicht tun, Kamera wegnehmen, das löst sich schon wieder die Scheiße. Ich verstehe es nicht. Was das soll mit dem Scheisskleber wirklich. Nein, dann würde ich sagen, wäre es das gewesen für das heutige Video. Ich hoffe, ihr habt viel Spass am Video gehabt. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer Obscuro 94. Ciao miteinander.